Markus 12, Vers 13 bis 17. Sie hofften nun, Jesus zu einer Äußerung verleiten zu können, die sich gegen ihn verwenden ließe, und schickten deshalb einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu ihm, die ihm folgende Frage vorlegten: Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst, denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Jesus war klar, dass das alles nur Heuchelei war. Und er sagte zu ihnen: Warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze, ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten: Das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Hey, 1 bis 2 Mal im Jahr wagen wir uns so ein bisschen an ein Thema an, unter dem Titel Fragen, die die Welt bewegen. Das versuchen wir, mich so ein bisschen aktuelle, ein bisschen heissere Themen rauszupicken oder so Themen, wo vielleicht auch gerade präsent sind in der heutigen Zeit. Und heute habe ich den Titel gewählt: Jesus for President. Und es geht so ein bisschen um die Frage, wie verhalten sich denn Glaube und Politik so zueinander? Glaube und Politik, so die Kombi, das ist ein Thema, das polarisiert. Und das in einem Umfeld, wo das Thema Politik sowieso schon sehr polarisiert ist und wo es schnell heiß zu und her geht. Gerade vorgestern haben Steffi und ich über die aktuelle Abstimmung diskutiert. Genau, wir haben dann versucht umzustimmen. Und es ist schnell hitziger geworden, als wir eigentlich wählen wollten, obwohl uns das sonst eigentlich politisch nicht so nachgeht. Und ich habe dann gemerkt, ja, ich habe schon ein bisschen Respekt vor dieser Predigt, aber habe mir dann auch schnell sagen, hey, nein, ich weiss ja, wie wohlgesonnen dass wir einander sind. Und da miteinander und dass ich mir da jetzt glaube nicht, dass ich nicht muss Angst habe, dass gerade Eier zu fliegen kommen oder was auch nicht. Nein. Und also, Sie müssen da keine Angst haben, es geht mir nicht darum, da jetzt irgendwie Wahlempfehlungen oder irgendetwas abzugeben oder für Politik in die eine Richtung. Ich versuche mich da möglichst neutral zu verhalten. Kann sein, dass, wenn man genau anhört, vielleicht mal irgendwo ein bisschen durchblitzt, was ich jetzt vielleicht eher denke. Aber es ist eine Frage, die wir uns als Christen ja stellen müssen. Was ist unser Verhältnis zu Politik? Sollen wir uns als Christen mit aller Kraft dafür einsetzen, dass unsere christlichen Werte auch irgendwo staatlich durchgesetzt werden und für alle gelten? Das ist so ein bisschen das Thema, das so ein bisschen den christlichen Nationalismus antreibt. Oder sollen wir uns als Christen vielleicht gescheiter aus dieser weltlichen Politik mit all ihren Lügen und Täuschungen und so weiter raushalten und uns eher zurückziehen und für uns schauen und in unserem Umfeld einfach schauen, wie wir sind? Das ist mehr so die Haltung vom Täufertum, wie sie das hatten, oder vom Pazifismus. Oder sind Glaube und Politik eigentlich wie so zwei ganz unterschiedliche Sachen, die nicht so viel miteinander zu tun haben und auch unterschiedliche Handhabung verlangen? Das wäre so ein bisschen sehr, sehr vereinfacht zwei Reichlehrer, die der Luther so ein bisschen vertreten hat. Und ich möchte euch heute eben so in ein paar so Themen ein bisschen reinnehmen oder in das Thema und ein paar Gedankenanstöße weitergeben, die vielleicht helfen können, so ein bisschen eine Meinung zu bilden und uns irgendwo ein bisschen da zurechtfinden, wie wir mit Politik umgehen können.
Oft sagt man ja auch, hey, Glauben ist eigentlich Privatsache, das hat nicht viel mit Politik zu tun haben. Und dann denkt, hey, jetzt sind wir mal schnell Wunder, was ist eigentlich die Definition, was denn Politik ist? Und gemäß Wikipedia, dort ist es so, also es hat dort eine Liste mit etwa 10 Definitionen, wo verschiedene gescheite Leute aufgestellt haben, was Politik ist. Aber so der Übertitel vom Artikel ist: Politik regelt das öffentliche, aber teilweise auch das private Zusammenleben der Bürger eines Landes durch allgemein verbindliche Entscheidungen. Und das heißt, es geht um Strukturen und Prozesse, die ein Land hat, zum Regeln, wer und wie darüber entschieden wird, was das eben für Regeln und Gesetze für das Zusammenleben der Bürger in einem Land gelten. Also wie findet man die Gesetze, wie werden die entschieden, wer entscheidet die und was ist der Weg, wie das gemacht wird. So, das ist so ein bisschen die Politik. Und es geht schlussendlich um das Zusammenleben der Bürger von einem Land. Und dort habe ich dann gemerkt, hey, ja, die Bibel, die sagt ja eigentlich auch sehr viel über das Zusammenleben der Menschen, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Oder? Es geht um Frieden, es geht um den Umgang mit staatlicher Autorität, das ist auch ein Teil, der in der Bibel drin ist. Es geht um Geld, es geht um den Wert von Ehe und Familie, Gerechtigkeit, unseren Umgang mit den Armen oder mit Fremden. Und da stehen Aussagen drin, wo sehr viel mit dem Zusammenleben der Menschen zu tun haben. Oder da heißt es, du sollst nicht töten. Da heißt es, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Da heißt es, brisant, wie ein Einheimischer unter euch soll auch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das heißt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Das heißt dann aber auch, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Oder es heißt auch, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das sind alles so Aussagen, die die Bibel eigentlich macht über das Zusammenleben der Menschen und das irgendwo ein Stück weit regelt und wo sehr viel auch mit den Sachen zu tun haben, die man in der Politik irgendwo versucht zu regeln. Jetzt kurz Disclaimer, die Aussagen allein, wenn man die einfach so für sich stehen lässt, dann kann man die schnell aus dem Kontext ziehen. Wie gesagt, da muss man dann immer ein bisschen genauer anschauen. Darum, ich kann mehr einfach ein Beispiel nehmen, was die Bibel für Aussagen macht, die sehr wohl irgendwo eine Schnittmenge haben mit dem, was man in der Politik darüber entscheidet. Wenn jetzt also eine Vorlage oder ein Gesetz diskutiert wird oder eine Abstimmung ansteht, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann beeinflusst sehr wohl das, was in der Bibel steht und was der Glaube uns sagt, ein Stück weit mit, wie vielleicht unsere politische Haltung in dem hinein aussehen könnte. Also die Bibel und ihre Anweisungen zum Umgang miteinander und mit dieser Welt, das ist wie so der erste Punkt, den ich machen will, der wird sich irgendwo, da gibt es eine Überschneidung und das wird sich immer irgendwo auf unsere politische Sicht und Haltung ein Stück weit auswirken. Oder sollte es, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Jetzt haben wir die Geschichte am Anfang gehört, wo die Pharisäer und die Herodianer zu Jesus kommen mit dieser Frage. Und ich möchte kurz ein bisschen das auspacken mit euch und mal kurz auch den Kontext anschauen. Also die einen, die hier kommen, das sind die Pharisäer. Das sind die Schriftgelehrten, das sind die Religiösen, das sind die Mühe hatten damit, dass Israel unter der Herrschaft von Rom ist und die kritisch gegenüber den Römern eingestellt sind. Die anderen, die kommen, sind die Anhänger vom Herodes, Herodianer, hat man denen dort gesagt. Das sind die, die am Herodes und damit ein Stück weit an den Römer eher freundlich eingestellt sind, die einen Nutzen daraus gezogen haben, die das nicht so schlimm gefunden haben. Und der Herodes, der ist von den Römern als eine Art Vasallenkönig über Judäa eingesetzt worden. Also der ist zwar König gewesen, aber schlussendlich ist er gleich einfach ein Unterhund vom Kaiser gewesen. Und die Herodianer und die Pharisäer, die sind sonst eigentlich nicht Kollegen gewesen. Sind die eher so Gegner gewesen. Und da haben sie sich plötzlich zusammengetan und sind zu Jesus und gesagt: Du Jesus, wir haben eine Frage.
Und die Frage nach der Steuer, die war brisant gewesen. Weil ungefähr 150 Jahre vor Jesus hat es einen Aufständischen gegeben, namens Judas Makkabäus, und der hat eine richtige Revolution angezettelt. Und er hat es abgelehnt, unter dieser Besatzungsmacht zu leben. Dort sind das, glaube ich, noch Perser gewesen, und hat gegen sie gekämpft und gegen alle, die mit ihnen verbündet waren. Und er hat schlussendlich Jerusalem erobert, hat dort den Tempel reinigen lassen, den man gebraucht hat, um irgendwelche anderen Götter Opfer zu brauchen. Hat alles, was an heidnischen Brüchen und so weiter war, rausgeschmissen und hat sich als Messias feiern lassen, bis er dann kurz darauf auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Und nur gerade 25 Jahre zurück, wo Jesus schon gelebt hat, also die Story hat Jesus wahrscheinlich gekannt, hat ein weiterer Judas einen Aufstand angezettelt, und zwar einen Steuerstreik und einen bewaffneten Aufstand. Und ihr Motto war, kein Herr außer Gott, nur er soll bei uns König sein. Beide diese Aufstände sind blutig niedergeschlagen worden, und das Volk hat also immer noch auf den Messias gewartet. Und jetzt ist der Jesus ja da. Und die Sprache, die der Jesus amigs verwendet hat, die ist gar nicht einmal einfach nur so geistlich gewesen, sondern die ist oft auch politisch aufgeladen gewesen. Er hat geredet vom Evangelium. Das heißt die gute Nachricht. Das ist nicht ein Begriff, wenn wir den hören, dann denken wir sofort an Glauben. Dazumals in erster Linie ist das fast ein politischer Begriff gewesen, weil der Begriff hat man verwendet, wenn ein neuer römischer Kaiser geboren worden ist, dann hat man gesagt, hey, ich habe euch Evangelium, gute Nachricht zu verkündigen, ein neuer Kaiser ist geboren. Und er hat oft, oder seine Hauptmessage war von dem anbrechenden Königreich Gottes. Und das Königreich ist jedem auch klar gewesen, das ist ein politischer Begriff. Und trotzdem ist er irgendwie noch so als Rabbi durchgegangen, und jetzt sind sie da gewesen. Und dann im Kapitel 11, also kurz vorher, wird beschrieben, wie Jesus unter Jubel von der Bevölkerung in Jerusalem eingezogen wird und gefeiert wird wie ein König oder eben als Messias verehrt wird. Und kurz darauf ist er in den Tempel gegangen und hat alle Händler rausgejagt und hat den Tempel gereinigt. Und es ist klar, dass bei denen irgendwo ein paar Alarmglocken geläutet haben und wieso war, wartet mal, das haben wir schon mal gesehen. Und erst kürzlich der mit dem Steuerstreik, also was passiert jetzt da? Ist Jesus jetzt auch einer von denen, wo bald so einen bewaffneten Aufstand anzettelt und sich gegen die Herrscher der Römer auflädt? Und die einen haben das natürlich wollen und die anderen haben eher gedacht, lieber nicht. Und darum die Frage. Sie haben wollen, dass sich Jesus positionieren muss, dass er Stellung beziehen muss. Und für das sind sie zusammen gespannt. Ist es jetzt richtig, dem Kaiser die Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Und es war eine Fangfrage, wo es eigentlich fast nur falsche Antworten darauf gegeben hat. Weil entweder sagt Jesus ja, und dann ist für die Pharisäer klar, ja gut, aber dann kann der nicht der Messias sein. Weil für sie war klar, der Messias, der muss kommen, der wird uns befreien, und zwar auch von den Römern, von der Unterdrückung der Römer. Und sowieso auf dem Denar, dem Münzstück, ist das Gesicht von Kaiser Tiberius eingeprägt. Wir haben da ein Bild gefunden von so einer Münze. Also das ist wirklich genau die Münze, die gemeint ist. Und da heißt es drauf, Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite heißt es Pontifex Maximus, das heißt oberster Priester. Also es war nicht nur Geld, sondern der Kaiser, der da drauf ist, der ist als Sohn von Gott oder als göttlich angeschaut worden und als oberster Priester. Also unmöglich, dass ein Messias das okay finden kann, dem Steuern zu zahlen. Die andere Variante, das Oder sagt, ist, dass Jesus Nein sagt. Aber dann ist klar, dann ist er so ein Revolutionär, dann ist er ein Aufrührer, so wie das der Judas Makkabäus war, und zettelt eine gewaltsame Revolution an und stellt sich gegen die Römer und gegen die Regierungsmacht. Und das wäre ein Grund gewesen für sie, um ihn sofort den Römern auszuliefern, die einen kurzen Prozess mit so Aufständischen gemacht haben. Und so haben sie Jesus dazu bringen, sich entweder als Aufständische, die einen gewaltsamen Widerstand anzettelt, zu outen, oder
als nicht der Messias. Und Jesus macht es so genial, er tut beiden den Gefallen nicht. Jesus war klar, dass alles nur Heuchelei war und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze, ich will sie mir ansehen. Spannend ist, er hat keine, sie haben eine und sie ihm geben. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Also Jesus weigert sich irgendwo, um es ihnen so einfach zu machen und gibt ihnen eine geniale und erstaunliche Antwort. Ein spannendes Detail für Bible-Nerds ist, dass das griechische Wort, das dafür gebt, verwendet wird, in der Antwort von Jesus es anders ist als in der Frage. Und mehr so eine Betonung hat auf, hey, gebt es ihm einfach wieder zurück. Oder dann zahlt ihm zurück, was er verdient oder was er rüberkommt. Und die Antwort von Jesus, jetzt mal ganz grob eingeordnet, sagt, hey, wenn wir uns fragen, wie politisch ist Jesus gewesen, ist ja politisch. Es zeigt, dass ja, er hat sein Handeln durchaus auch als politisch verstanden. Er hat nicht einfach zurückgekrebst und gesagt, nein, also Politik, da hebe ich mich draus, da sage ich nichts dazu. Das zeigt sich dann auch später, als er von Pilatus gefragt worden ist, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Man das nicht verweigert, die Antwort, oder sagt, nein, du musst nicht so weit denken. Und da möchte ich so zum ersten so ein Takeaway für uns kommen. Jesus weigert sich auf ein einfaches Entweder-Oder einzulassen. Auf ein klares Ja oder ein klares Nein. Warum? Weil die Sache nicht ganz so einfach ist. Es ist ein bisschen komplizierter. Und der Weg, wo Jesus möchte gehen, ist ein anderer, als einfach der Weg, sich auf eine von diesen politischen Seiten zu stellen. Und ich glaube, das ist für uns ein wichtiger Punkt, oder ist mir mega aufs Herz gekommen. Jesus lässt sich nicht für eine politische Agenda einspannen. Und das ist bis heute so. Christliche Überzeugungen können dazu führen, dass gläubige Menschen quer durch das politische Spektrum irgendwo wählen. Wenn wir Bergpredigt ernst nehmen, dann geht es mir so, dann kann ich nicht anders als in einigen Punkten mit eher linken Positionen übereinstimmen. Wenn wir Aussagen zu Ehe und Familie ernst nehmen, dann sehe ich die oft in eher rechten angesiedelten Ecken besser vertreten und das Gefühl, das kommt mir eher dort entgegen. Und ich merke, dass sich Jesus wie nicht einordnen lässt in einfach die eine oder die andere Seite. Und das Spannende ist ja, dass, wenn wir dann in die christliche Welt noch rausschauen, dass auch da total unterschiedliche Meinungen herum sind und alle sich irgendwo doch auch noch versuchen, auf die Kirche und auf die Bibel zu berufen. Und ich weiß nicht, wieso ich gehe, aber manchmal denke ich schon, hey, wie kann man die Bibel so verdrüllen? Aber es zeigt, dass irgendwo alle das versuchen zu machen. Und in den letzten Jahren hat nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns die politische Polarisierung irgendwo zugenommen. Und ein Aspekt davon ist, dass sehr oft Themen versucht werden, in ein einfaches Entweder-oder-Schema zu verpacken. Wer dafür ist Freund, wer dagegen ist Feind und muss bekämpft werden. Oder es ist entweder so oder dann ist es so. Und Positionen werden oft absoluter, sie werden radikaler vertreten, die Massnahmen werden krasser und werden härter. Und ich glaube, Jesus zeigt auch mit seiner Antwort, dass das Schwarz-Weiße, dass die Entweder-oder-Haltungen, die Freund- und Find-Einteilungen eben einfach nicht langen. Eben einfach nicht die richtige Antwort sind, weil sie immer zu kurz greifen. Und dass wir uns vielleicht daran gewöhnen müssen, dass es irgendwo schlussendlich komplexer ist. Und nicht immer nur so einfach zum, ja, es ist ganz klar so, oder es ist einfach ganz klar so. Etwas Zweites, was mir aufgefallen ist, wie sie an ihn herangetreten sind.
Sie sind eigentlich gar nicht mit der Absicht gekommen, um herauszufinden, wie Jesus wirklich denkt. Sondern sie sind einfach gekommen, um ihn zu kategorisieren, um ihm eine Falle zu stellen. Ihn dazu zu bringen, etwas zu sagen, das man anhängen kann. Und ich glaube, auch das ist vielleicht oft heute so ein bisschen eine Falle, wenn so klare Entweder-oder-Szenarien und Positionen vertreten werden mit zu groben Kategorien. Dass es einfach nur noch darum geht, einzuteilen. So oder so. Die gehören da dazu, die gehören dort dazu. Und vielleicht tut es uns oft gut, weniger versuchen einzuteilen, sondern mehr versuchen zuzuhören. Weniger versuchen, die eigene Meinung einfach zu vertreten, sondern versuchen, besser zu verstehen, was dann eine andere Seite meint oder wie es denen geht. Und ich rede auch mega zu mir selber. Ich ja auch immer so schnell gerne meine Meinung sagen, statt mal verstehen, warum vielleicht jemand auch anders denkt. Das sind so mal 2 einfache Punkte. Jetzt gehen wir auf die Aussage, die Jesus macht, ein bisschen genauer rein und versuchen herauszufinden, was das für uns bedeuten kann. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Mit dieser Aussage hat Jesus 2 radikale Gruppierungen von der damaligen Zeit eine klare Absage gegeben. Es hat in dieser Zeit eine Gruppe von Juden gegeben, die, wie gesagt haben, wisst ihr was, bei diesem System machen wir nicht mehr mit. Und sich dem System entzogen haben. Das sind die sogenannten Essener. Die haben sich in die Wüste zurückgezogen, haben sich dem Staat verweigert und haben so ein bisschen wie so einer Mönchskommune gelebt. Das ist die Qumran-Rolle, die man gefunden hat, die sind wahrscheinlich aus einer solchen Gemeinschaft. Wenn Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, dann gibt er damit auch am herrschenden politischen System eine gewisse Art von Legitimation. Und da kann man dann weitere Bibelstellen, da gibt es sicher Stellen im Römer und so weiter, wo das wie eigentlich bestätigen, Christen sind ein Teil vom Staat, sind ein Teil von diesem politischen System und haben in diesem politischen System ihre Rechte und ihre Pflichten, die sie wahrnehmen sollen. Und für uns bedeutet das, dass auch wir aufgerufen sind, uns in dem Rahmen, wo wir können, zu beteiligen und unsere Rechte und Pflicht gegenüber dem Staat wahrzunehmen. Auch wenn das vielleicht manchmal herausfordernd ist. Ich glaube, es ist gerade in der Zeit unter den Römern wahrscheinlich noch mal einiges schwieriger gewesen als bei uns. Und jetzt hat es dort aber auch noch eine zweite Gruppierung gegeben, die Zeloten. Die haben danach gestrebt, die Macht selber zu übernehmen. Und das mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, auch mit Gewalt. Ihr Ziel war es, Israel von den römischen Besatzern zu befreien und Gott als alleinigen Herrscher zu installieren. Ihr Anliegen war also, dass die Regeln und Gesetze vom Staat ihren jüdischen Wert hätten folgen sollen. Und das haben sie durchsetzen mit allen Mitteln, die es gibt. Mit den gleichen Mitteln, wenn nötig, wie das der römische Staat tun hat. Also mit Macht, mit Gewalt und sie muss auch mit ein bisschen Zwang und Druck. Und auch das hat Jesus abgelehnt. Auch ihnen gibt er eine Absage. Und für mich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber für mich hat sich so ein Kontrast aufgetan in dieser Geschichte. Wir sehen wie so 2 unterschiedliche Bilder von Herrschern. Wir sehen auf der einen Seite den Kaiser auf dieser Münze, das Symbol, das auf dieser Münze geprägt ist. Und dann haben wir Jesus, der nicht einmal so eine Münze hat und sagt, ja, gebt mir mal eine. Zeigt mir mal eine. Und auf dieser Münze, wo das Bild vom Kaiser ist, da sagt wie Jesus dazu, hey, gebt dem Kaiser doch, was ihm gehört. Und was ist das, was ihm gehört? Ja, anscheinend das ist Geld. Anscheinend, dass er einen gewissen Einfluss hat über das Land. Und die Frage ist, ja, wenn Gott der andere Herrscher ist, was ist seine Münze? Auf was ist sein Bild eingeprägt?
Und das griechische Wort, das verwendet wird, ist Eikon. Und das bedeutet Ebenbild. Und vielleicht klingelt es schon bei allen, oder? Die Bibel sagt im 1. Mose, dass wir das Ebenbild von Gott sind. Das ist eine bewusste Anspielung, das ist nicht Zufall, dass es so in der Bibel steht. Wir sind das Ebenbild von Gott. Und geben, was Gott geben, was Gott gehört, heisst unser ganzes Leben. Also wenn man das ein bisschen genauer anschaut, kann man es so, ich versuche es so nochmal zusammenzufassen. Es bedeutet, dass der Kaiser oder für uns vielleicht die politische Macht, die hier in der Schweiz in Kraft ist, die mag einen gewissen Anspruch an uns haben. Aber Gott hat Anspruch auf unser gesamtes Leben. Er hat Anspruch auf unser Herz. Und ihm gehört schlussendlich unsere ultimative Loyalität. Schlussendlich sind wir nur ihm verpflichtet. Der Staat, der Kaiser, der kann ein bisschen haben. Aber unser ganzes Sein, unser Ich, das gehört nur Gott. Und das Spannende ist, dass das Reich Gottes, wo wir dazugehören, es hat eine andere Art von Politik. Jetzt, Politik in der Welt, die funktioniert eben mit Macht, mit Druck, mit Kampf, mit Überzeugung. Das Reich Gottes funktioniert nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Jesus sagt später gegenüber dem Pilatus, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Gottes Reich verwendet nicht die gleichen Mittel. Es übt seine Faszination oder eben Kraft nicht durch Macht, durch Kampf, Zwang aus, sondern durch Liebe. Durch Aufopferung für andere. Durch Dienstbereitschaft am nächsten. Und wisst ihr was? Das klingt vielleicht im ersten Moment ja schön, aber wenn die einfach kommen mit ihrem Kampf, mit den Muskeln oder mit irgendwelchen Sachen, wo sie Druck aufsetzen. Aber die Geschichte zeigt, dass Gottes Reich die weltliche Reich in die Knie zwingen kann. Und ich würde sogar sagen, es ist der einzige Weg, wie das weltliche Reich irgendwo überwunden werden kann. Die Mechaniken, die sonst für so viel Not und Elend sorgen. Ihr müsst euch mal vorstellen, angenommen, wir könnten alle Gesetze so anpassen, dass sie für uns als Christen würden stimmen, das gibt ja dann die nächste grosse Diskussion. Aber angenommen, wir könnten das, was müssten wir machen, um es durchzusetzen? Wir müssten die gleichen Mittel anwenden. Macht, Druck, Kampf, Zwang. Wir müssten sie mit den Mitteln dieser Welt durchsetzen. Und genau das, dem System, hat Jesus sich radikal verweigert. Die ersten Christen haben das nicht gemacht. Und sie haben trotzdem die Gesellschaft verändert, bis heute. Sie haben sich um die Armen und Kranken gekümmert, um ausgesetzte Babys. Sie haben sich nicht beteiligt an ausbeuterischen Feldzügen. Sie haben gesellschaftliche Gräben überwunden, wie unterschiedliche Ethnien zwischen den Reichen und Armen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Bis die politischen Systeme das übernommen haben, weil sie nicht mehr anders können. Das ist die Politik vom Reich Jesus. Liebe, Aufopferung und Dienstbereitschaft. So what? Ich versuche zum Schluss jetzt nochmal ein paar von diesen Gedanken, so in praktische Gedankenanstöße zu geben oder so ein bisschen zusammenzufassen. Und eben, es sind keine fertigen Antworten, aber es sind ein paar Anstöße, die vielleicht wir mitnehmen können.
Der erste Punkt ist, hey, bring deine Stimme ein. Für mich ist klar, dass wir als Christen unsere Verantwortung wahrnehmen sollen und uns gegenüber der Politik nicht einfach zurückziehen sollen. Und wir sind in der Schweiz so privilegiert, dass wir eine Stimme haben. Bei jeder Abstimmung. Aber auch sonst. Und wir dürfen und wir sollen sie einbringen, indem wir eben zum Beispiel teilnehmen oder indem wir uns politisch sogar engagieren. Und so ein bisschen zum Verhältnis Kirche und Staat. Ich glaube, die Kirche ist auch aufgerufen, teilweise da eine prophetische Stimme zu haben. Ein kritischer Zeitgenoss sein. So ein bisschen das moralische Gewissen von unserer Gesellschaft und, wenn es nötig ist, eben auch auf Ungerechtigkeiten oder Fehlentwicklungen hinweisen, Stellung nehmen, wo das erforderlich ist. Und ich bin dort, ich finde es selber mega schwierig. Ich weiss noch nicht, wie das für mich aussieht, aber ich bewundere das, wie das der Papst zum Beispiel macht, der sich getraut, Stellung zu nehmen und anzustehen, auch wenn ihm das Gegenwind bringt. Und immer wieder merke ich, es gibt auch einen Punkt, wo eben Gleichgültigkeit oder schlussendlich nichts sagen, vor allem auch dort, wo wirklich Unrecht passiert, eben vielleicht irgendwann auch mitschuldig ist. Und nicht einfach kann sagen, ja, ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen, sondern wo nichts sagen, eben dann nicht einfach ist, es ist an mir vorbeigegangen, sondern hey, ich habe aktiv nichts gemacht, wo ich etwas erzähle. Der zweite Punkt ist, unserem Glauben orientieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Elefant im Raum, wo vielleicht die einen gehofft haben, oh nein, hoffentlich kommen wir gar nicht auf das, oder die einen gehofft haben, ja, jetzt wäre es aber mal schön, ein bisschen konkreter zu hören. Es ist eben nicht immer so klar, was oder wie man als Christ in konkreten Fällen abstimmen soll. Und ja, der Glaube, der gibt uns eine grundsätzliche Orientierung, für was wir uns einsetzen sollen und was uns wichtig sein sollte. Er definiert aber nicht immer, was denn die richtige politische Massnahme ist, um das zu erreichen. Und ich glaube, das ist die grosse Schwierigkeit. Das ist auch das, wo die Meinungen so weit auseinandergehen. Mir ist wichtig, dort zu sagen, ich glaube, Jesus wird an jeder politischen Seite oder Partei einiges, nicht sogar vieles, kritisieren. Er wird einiges kritisieren, was die Linken propagieren, einiges oder vieles, wo rechts vielleicht eher ist. Und meiner Meinung nach kannst du als Christ nicht einfach rechts oder links sein. Du kommst irgendwo dazwischen. Und der Tim Keller, der mich bei dieser Predigt auch in einigen Punkten inspiriert hat, er macht einen spannenden Punkt. Er sagt, das Schöne am Evangelium ist, dass es uns frei macht. Dass es uns auch frei macht von unserem Egoismus und von unserem Selbstbehauptungstrieb. Und das macht uns zu besseren Bürgern. Weil das sollte uns fähig machen, politisch nicht einfach nur für mich zu denken. Nicht einfach nur zu denken, was finde ich jetzt einfach am besten, sondern für das zu denken, was grundsätzlich das Beste und das Fairste ist. Nicht, dass das viele von diesen Fragen viel einfacher macht, aber es ist eine andere Haltung, von der wir uns leiten lassen. Und es ist oft komplex und nicht einfach. Und es ist eben nicht einfach entweder oder. Und Abstimmungen werden oft emotional so geführt und in so eine Richtung gedrückt. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist, uns der Komplexität bewusst zu sein. Und die eben manchmal vielleicht eine mühsame Arbeit zu machen, uns bestmöglich zu informieren und nicht einfach nur aus dem Bauch raus. Und vielleicht dort eben mal sich auch selber fragen, was tut denn, wenn ich eher aus dem Bauch heraus einen Entscheid, mein politisches Handeln motiviere? Ist es der Selbsterhalt? Sind es bessere Bedingungen für mich? Ist es der Erhalt vom Status quo? Oder geht es um größere Gerechtigkeit? Geht es um mehr Fairness? Geht es um eine bessere Verwalterschaft? Und vielleicht, wenn man das kann, oder vielleicht muss man das auch mal mit vielleicht jemandem, der es ein bisschen anders sieht, spiegeln. Das ist meistens ein bisschen, in diesen Sachen ein bisschen aufschlussreicher, sich mal zu fragen, welche von meinen politischen Haltungen würde Jesus kritisieren.
Also ich glaube, ja, ganz ehrlich, du musst jemand anders fragen, weil selber wirst du wahrscheinlich kaum anbringen. Der dritte Punkt ist eine angstfreie Präsenz mitten in dem polarisierten Geschehen. Wir Christen, wir sind berufen, ein Segen für die Welt zu sein. Und wir haben eine Zuversicht und eine Hoffnung, dass das Leben und das, was ich in diesem Leben habe, nicht alles ist, für was wir leben. Dass man für etwas Größeres da ist. Und das gibt uns die einzigartige Chance, auch in diesem polarisierten und manchmal aufgeladenen Umfeld so eine angstfreie Präsenz zu sein. Wir müssen Angst haben, dass man mir etwas wegnehmen kann oder dass man einfach die falsche Entscheidung trifft und dann geht alles den Bach ab. Ich glaube, wir dürfen Menschen sein, die nicht in Polarisierung verfallen, die Verantwortung übernehmen und sich unterscheiden von anderen, indem sie sich fürs Gute einsetzen, fürs größere Gut. Es sind 3 so Schlusspunkte gewesen. Bring deine Stimme ein, unserem Glauben orientieren und so eine angstfreie Präsenz sein, die einen Beitrag zur Deeskalation kann leisten kann. Ich möchte noch beten und steht doch auf, wenn ihr mögt und könnt. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Verantwortung gegeben hast. Dass du uns das zumutest, in diesem komplexen Umfeld irgendwo drin zu sein. Und mit diesen Spannungen irgendwo auch umzugehen. Aber dass wir drin irgendwo auch eine Aufgabe haben. Und mich begeistert die Politik von deinem Reich, die nicht nach den Mitteln dieser Welt funktioniert. Es ist eigentlich so schwierig, das irgendwie in unserem Kopf um das herumzubringen und was das für uns heisst in unserem täglichen Alltag. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns da führst und leitest. Dass du uns da Sachen aufzeigst, uns den Mut gibst, um so zu handeln. Unser Denken veränderst, dass wir immer mehr so denken, das Handeln kann folgen. Vater, ich bete, dass wir als Christen dürfen Menschen sein, die diese angstfreie Präsenz ausstrahlen dürfen. Die sich dürfen einsetzen für das Beste. Für die Schweiz, für die Welt. Für unsere Städte. Wir dürfen ein Segen sein für andere. Wir dürfen einen Teil dazu beitragen, zur Minderung von der ganzen Spaltung und Polarisation. Ich möchte euch segnen, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr herausgefordert sind, dass der Heilige Geist mit euch ist, euch führt und leitet.